So, herzlich willkommen zu City Skylines, Part Nummer 4. Wir haben letztes Mal da hinten den Zolli gebaut, da brennt es schon, fantastisch, das erinnert mich, dass ich da ein Feuerwehr brauche. Gut, zuerst fertig schwätzen. Wir haben da hinten einen Zolli gebaut, letztes Mal mit, wie heisst das auf Deutsch? Rhinoceros, I guess. Wir haben hier Insekten und so, ein Vogelhaus, einfach eine Plaza. Man sieht die Tiere auch übrigens. Bisons, man kann sie sogar anklicken. Da hat es noch Flamingos und da hinten hat es glaube ich noch Affen. Genau. Das haben wir letztes Mal gebaut. Grundsätzlich hier vor Ort haben wir gebaut. Wir haben denen zwei Autoverbindungen gegeben. Das heisst, theoretisch sind auch die zwei miteinander verbunden. Allerdings hier drum. Was ich heute machen will, ist wahrscheinlich einmal die zwei verbinden. Einfach damit wir für die Servicefahrzeuge, die da hinten den Abfall holen, dass die einen kürzeren Weg haben. Genau, und wir werden sie dementsprechend auch wahrscheinlich mal auf die Servicefahrzeuge begrenzen. Dann, was wir auch werden machen, ist, wie ihr seht, wir brauchen unbedingt Import. Das sieht ganz schlecht aus. Das heisst, was wir machen, ist, wir werden heute den ersten Teil von unserem Cargo-Netz aufbauen. Das heisst, wir werden wahrscheinlich hier hinten, ich weiss noch nicht wo, vielleicht hier in diesem freien Dreieck, wir werden hier sicher einen Bahnhof aufbauen, der Güter kann verteilen, dass wir hier in der Industrie da haben. Wir werden es sehr wahrscheinlich hier, weil ich finde das eigentlich noch ein cooles Plätzchen. Es ist zwar schön jetzt, aber das bietet sich einfach gerade an. Hinter der Autobahn, da kommt dann wahrscheinlich so eine Autobahnkreuz an, dass es gerade direkt angeschlossen ist. Hier will ich so einen genannten Cargo Hub bauen mit Zuggleis, mit Schiffsmöglichkeiten und natürlich auch mit Autoanschluss. Dass wir hier ein bisschen unseren zentralen Cargoplatz machen können, also so ein bisschen Hafengebiet eigentlich. Das sind die zwei Punkte, die wir in dieser Episode werden machen. Und ja, viel Spaß. Ich hoffe, ihr genießt jetzt immer noch City Skylines mit mir zu schauen. Vielleicht schießen wir dann auch das ab. Dann haben wir mal alles so verbunden und die Stadt kann mehr oder weniger funktionieren. Gut, ich würde sagen, wir fangen gerade an. Müssen wir natürlich die Energie anstellen, dass das funktioniert. Und was ich auch noch gesehen habe, im letzten Mal, wo ich mein eigenes Video geschaut habe, ist, dass dort die Strassen gar nicht verbunden sind. Das ist natürlich nicht so clever. Dann machen wir das noch gerade schnell. So. Jetzt sind sie verbunden. Gut. Ich bin übrigens gerade aufgeschlafen von einem kleinen, aufgewachen von einer kleinen App. Das kommt halt davor, wenn man in dieser Corona-Zeit hat, dass man einfach mal schauen kann, am Wochentag ein bisschen schlöfeln. So, jetzt ist das relativ nah am Wasser, was mir aber grundsätzlich egal ist. Vorausgesetzt, wir werden nie hier hinten ein Schiff haben. Was eigentlich ein bisschen schade wäre, weil das eigentlich ein riesen See ist. Wenn wir uns überlegen, vielleicht machen wir dann den Schiffsverkehr hier. Müssen wir aber auch die Zugbrücke lüpfen, aber das ist weniger das Problem. Wir lassen es jetzt mal so. Perspektive. Wir lassen es glaube ich nicht so. Machen wir mal so. Hoppla. Das hat sollte am Boden sein. Das können wir anpassen. So. Bum bum bum. Gut, dann können wir die halt gleich nochmal abbrechen und ein bisschen hier mit dem Ton rumspielen, weil ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob der Ton gut ist in meinen Videos. Da bin ich noch ein bisschen dran arbeiten. So, jetzt sieht das schon ein bisschen besser aus. Jetzt haben wir hier die Verbindung und was wir direkt machen ist... Wo ist schon unser TMP? Da ist er, ja. Sehr gut. Also. Wir wollen das. Vehicle Restrictions. Die dürfen nicht. Wobei die würde vielleicht Sinn machen, wenn da einer nachher der Cargo Hub ist. Aber die würde man eigentlich am liebsten über die Autobahn schicken, weil sonst fahren sie hier durch. Das heisst, wir brauchen hier vielleicht. Oder man schickt sie halt. No, da müssen wir uns etwas überlegen. Für jetzt stelle ich es ab, damit sie nicht da durchfahren. Gut, das müsste funktioniert haben. Genau, und zwar bis da. Gut, das heisst, die haben jetzt auch eine Strassenverbindung. Und ich glaube, jetzt wird es schon mal Sinn machen, in eine Timelapse zu springen, weil so einen Cargo Hub bauen kann ziemlich mühsam sein und auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Darum glaube ich, jetzt auf Schwätzen. Und wir gehen einfach in eine Timelapse und ich komme dann zurück, wenn da mal das schaut, wenn ich mir das so vorstelle. Gut, ich wünsche euch viel Spaß. Bis nachher.
So, wir machen hier schon eine ganz kleine Pause von der Timelapse. Ihr seht, ich habe hier meine alte T-Kreuzung weggenommen und hier eine neue 4-Way-Kreuzung auch nicht hier. Ich habe mich darauf geachtet, dass es immer noch genau die Lanes dort sind, die gebraucht werden. Also hier splitten sie auf in 2 und 1, hier splitten die 2 wieder auf in 1 und 1. So, dass wir hoffentlich ein möglichst effizientes Lane-Using werden sehen. Das ist ein bisschen eine komische Kreuzung. Ihr habt es vielleicht gesehen in der Timelapse. Ich habe zuerst probiert mit einer Vorlage das zu machen, aber das hat mir nicht gepasst. Darum habe ich das jetzt schnell selber designt. Ich bin noch nicht 100% damit zufrieden, aber solange es effizient läuft, wird das sicher mal jetzt für eine Zeit hier bleiben. Was wir als nächstes werden machen, ist, wir müssen den Zug anschließen. Das können wir machen, indem wir entweder, also respektive als nächstes müssen wir hier mal unsere Cargo Hub platzieren. Ich glaube, das ist wahrscheinlich am besten, wenn wir das Schiff nehmen. Hoppla. Wir wollen das Schiff. Genau. Und da gibt es den Cargo Hub. Und da kann man, das ist der Harbor. Und der hat Zuglinien dran. Oder? Ja, genau, das ist der. Jetzt von denen wollen wir mindestens zwei platzieren. Ihr seht, was ich nicht ganz verstanden habe, ist die Gleise hier vorne am Wasser, was ich ein bisschen komisch finde. Man hätte die easy auch können hier hinten dran machen und dann irgendwie mit dem Kran halt das Zeug über die Strasse heben. Wieder mache ich es auch. Die sind ganz hier vorne. Das heisst, wir müssen einen Weg finden, um die brauchbar zu machen. Zum Beispiel nicht so. Und ich glaube, ich schalte einfach nochmal in eine Timelapse, weil das wird auch nochmal ein gutes Moment brauchen, bis das funktioniert. Viel Spaß! So,
das war es mal gesehen von dieser Timelapse. Wir haben hier einiges gemacht. Wir haben hier einen Cargo Hub mit Strasse, Schiff und Zug. Wir haben hier einen mit Strasse, Schiff und Schiff und Zug. Wir haben hier ein Einbahnsystem. Man kommt hier ab der Autobahn, fährt hier, das ist noch nicht so schön, das wird dann vielleicht noch anpassen zu einem späteren Zeitpunkt. Aber grundsätzlich passiert hier hinten nicht mehr viel. Darum lassen wir das so. Einbahnsystem kommt man hier rein, dann kann man hier auf dem Kreis entlang, dann kann man hier entweder reinfahren und wieder raus oder hier rein und wieder raus. Wir fragen euch in dem Fall, wieso hat es hier einen Kreisel? Es gibt tatsächlich die Situation, dass, also jetzt noch nicht unbedingt, aber vielleicht später, dass Waren von hier angebracht werden, mit dem Auto. Für das haben wir den Kreisel, dass wenn man hier raus ist, nicht muss über die Autobahn kehren und irgendwie hier kehren, sondern dass man hier nochmal reinfahren kann. Wir werden die Züge dann auch möglichst so machen, dass sie nicht reinfahren und dann wieder rausfahren, sondern eigentlich hinten rausfahren können. Da stellt sich jetzt einfach noch ein bisschen die Frage, wo führt man die an? Der da wird dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich das hier übers Wasser will machen, aber man muss fast, und ob ich nicht will wieder hier zu den anderen Zügen und dann hindern. Da bin ich mir noch nicht sicher, was ich will machen. Aber der wird dann wahrscheinlich irgendwann hier, und das werden wir jetzt auch noch gerade machen, zu einem zweiten Cargo-Bahnhof. Ich hatte hier mal grössere gehabt, als noch eine. Der ist zu gross und der funktioniert leider eh nicht. Vielleicht machen wir so etwas, so eine Double-Track-Station. Aber bei denen ist immer so ein bisschen die Frage, ob sie überhaupt funktionieren. Darum fangen wir jetzt mal mit der normalen Einspürungen an. Und eben wie gesagt, ich glaube, das machen wir hier in diesem Dreieck. Ich weiß gar nicht, ob ich schon wieder will. Was macht das Auto da? Aha, die nehmen das Auto aus dem Bahnhof mit und stellen es dann hier auf und steigen ein, oder wie? Tourist Driving. Die Touristen kommen hier an und fahren von hier aus hier auf die Autobahn und aus der Stadt. Okay. Jetzt haben wir irgendwo den Strom unterbrochen. So, das müsste jetzt wieder funktionieren. Die müsste wieder Strom haben. Oder produzieren wir einfach momentan? Nein, die haben wieder Strom. Gut. Dann die zwei brauchen noch Strom und Wasser. So, machen wir gerade alles voll, obwohl wir das wahrscheinlich nie brauchen werden. So, wie gesagt, eben den wir jetzt noch gerade da hinten anschließen. Ich glaube, das mache ich nicht in einer Timelapse, dann sehen wir mal ein bisschen, was das alles beinhaltet in Echtzeit und wie mühsam das kann sein, so eine Station aufzubauen. Wichtig bei Bahnhof ist, dass man möglichst versucht, einspurig das zu machen. Respektive nicht einspurig, sondern Einbahn heisst es. Und für das müssen wir mit einer Einbahnanstoß anfangen. Dann den einfach mal platzieren. Ich weiß nicht, ob der genau da will. Wobei doch, das sieht eigentlich gut aus. So, jetzt sind wir da natürlich mit dem Gefäll, das ist nicht so geschickt. Das könnte man aber theoretisch sogar zu unserem Vorteil nutzen. Jetzt moven wir das noch ein bisschen von hier weg. So, ja, so ist gut. Dann müssen wir hier mal ein Einbahnstrassensystem machen. Und ich habe das Gefühl, es wäre gut, wenn die Autos von hier kommen und dann ins Industriegebiet fahren. Das heisst, wir machen hier so einen Anschluss und wir machen hier. Kannst du nicht einfach hier gerade anschließen? Funktioniert's? Ja, so. Jetzt haben wir hier ein Einbahnsystem, wo sie hier rein und hier wieder raus. Jetzt müssen wir natürlich noch den Zug anschließen und hier ein bisschen etwas gegen die Höhendifferenz machen. Ich glaube, wir setzen den auch noch ganz ein bisschen runter. So, und jetzt schließen wir den Zug hier. Machen wir mal einen Tunnel und gehen mal hier unten durch. Wie gesagt, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich hier will nochmal eine weitere Linie bauen, weil das langsam schon relativ viel sind mit diesen drei. Oder ob ich hier ein bisschen will teurer, im Sinne von im echten Leben teurer. Und so haben wir einen Tunnel hier unten durch, weil das halt doch eigentlich eine ziemliche Abkürzung wäre. Das machen wir jetzt gerade. Da müssen wir aber zuerst hier auf Land kommen. Ah, so gut, das natürlich auch. Ja, das machen wir gerade. Dann können wir hier hinten dran noch ein bisschen auffüllen. Dann sieht das nämlich auch nicht ganz so unrealistisch aus. So, dann können wir das noch ein bisschen machen. Ich muss hier noch ein bisschen auffüllen. So, aber nicht fest eigentlich. So, da innen noch ein bisschen. Dann hier auch noch ein bisschen. Gut. So. Von hier müssen wir jetzt in einen Tunnel kommen. Gehen aber zuerst hier durch und dann machen wir hier einen Tunnel. Ja, da sind wir schon relativ nah am anderen Tunnel. Sehe ich gerade, aber das ist kein Problem. Genau, so. Und jetzt mal so ein bisschen runter. Und jetzt eigentlich so. Und dann von hier
fange jetzt halt gleich nochmal schnell hier an. Sehr gut, das sieht noch ein bisschen hässlich aus. Das fixen wir dann. So, wo wollen wir an? Etwa hier, ne? Das heisst etwa so. Und dann von hier aus. Das habe ich schon fast gerade raus. So, ein bisschen gefaked, ein bisschen cheated. Dafür schön. Hoffentlich. Strom brauchen wir da hinten auch noch. Das machen wir, glaube ich. Also mit denen. Damit wir hier können unter der Autobahn durch die Elektrizität führen. Und dann hier oben noch ein bisschen fürs Optische so können machen. Und hier eigentlich ziemlich schön können so machen. Gut. Wir werden dann auch wahrscheinlich das dann noch später irgendwo anschließen. Ich weiß auch nicht genau, was wir es brauchen. Für einen Moment lassen wir das Spiel laufen und schauen, wie sich das entwickelt, ob sich die Situation hier verbessert. Und dann werden wir uns ein bisschen um unsere Demands kümmern. So, jetzt, der schreit, dass er überflutet ist. Aber das ist, glaube ich, noch jetzt so, weil wir das Dings angepasst haben. Das scheint schon mal zu funktionieren. Wobei die da lustigerweise das Gefühl haben, sie müssen von hier über. Wir müssen noch ein bisschen Lane Management machen. Und zwar, der da geht immer da. Der da geht immer da. Der da geht immer da. Ihr geht immer da. Und ihr geht immer da. Am besten. Dann machen wir das gleiche noch schnell da. Du gehst da. Du gehst da. Du gehst da, du gehst da und du gehst da. So, jetzt sehen wir schon einzelne verwirrte Autos. Ich glaube nicht, dass der jetzt da über wird fahren, sondern er fährt auch wieder auf die Autobahn. Interessant. Da sehen wir noch keine Schiffe, die mit Cargo kommen. He? Die werden dann demnächst spawnen. So, wir beobachten da noch ein bisschen. Hoppla, ich sage wieder, der Strom ist disconnected. Das scheint tatsächlich auch zu stimmen. So. Und hier wieder irgendwie connecten. So, und dann werden wir hier noch ein bisschen beobachten und schauen, wie gut es funktioniert, ob sie hier flüssig reingehen. Das sieht sehr gut aus. Und dann, ja, mal schauen, wie sich das bewährt und ob sich das bewährt. So, der ist auch angeschlossen. Ich frage mich, ob hier schon erste Leute kommen. Was vielleicht noch gut wäre. Nicht was vielleicht noch gut wäre, was eigentlich dringend notwendig ist. Ist, dass wir den hier noch auch direkt hier anschließen, damit die Züge, die von außerhalb kommen und fahren bringen. Gut, ich will sie eigentlich hier halt fahren, weil hier wollen wir sie verkaufen. Auch hier anbringen und dann von hier rüber. Hahaha. Dann muss ich aber die Strasse hier aufmachen für Trucks. Ich glaube, das machen wir. Das heisst, hier sind Trucks erlaubt. Gut, fahren 4 Polizeiwagen über, gut. So, da passiert noch nicht groß etwas. Da kommt dann noch nicht, oder? Nicht, dass etwas zu sehen wäre. Gut, wir beobachten da noch ein bisschen. Die scheint sehr gut zu funktionieren und auch nicht überlastet zu sein. Das ist schon mal gut zu wissen. Jetzt sehen wir hier schon. Die ersten fahren da rein. Und die arbeiten wahrscheinlich hier. Consultant at Cargo. Genau. Highly educated. Gut, die fahren da rein, die parkieren da. Die arbeiten hier. Das heisst, die holen noch keine Waren ab momentan. Das heisst, also gut, das ist jetzt offen für Trucks. Was machst du? Du bist ein Tourist, du darfst eigentlich nicht da durchfahren im Fall. Interessant, interessant. Da kommt noch nichts. Dann schauen wir schnell hier nochmal. Da kommt noch nichts von außerhalb. Da scheint der Zug anzukommen. Mal schauen, ob wir den noch gerade verwischen hier auf dem Weg. Wo ist er denn? Mal schauen. Wo ist er? Da ist noch weiter außerhalb. Da ist er. Wie voll ist der? Vollgeladen. Das heisst, wir sind definitiv am Waren importieren. Und wenn der dann ankommt, werden da hier ganz viele Autoli. Da kommt doch schon einer. Jetzt sehen wir dann, was passiert. Der ladet hier aus. Ist der auch so voll? Und der verschwindet dann einfach. Den Fehler habe ich gemacht. Einer von meinen Lieblingsfehler. Jetzt müssen sie hier rausfahren. Weil sie rechts rausfahren, drehen sie hier. Ich glaube, wir werden hier einfach irgendwann quasi das so anschließen und dann so vielleicht auch direkt an die Autobahn sogar, damit das ein bisschen flüssiger läuft. Jetzt, die haben immer noch zu wenig Waren, aber I guess, die sind auf dem Weg, sind da schon ein bisschen, der Kreisel füllt sich, aber das ist alles im Rahmen. Die da haben ein bisschen Mühe, da backt es ein bisschen ab, aber alles in allem sehr in Ordnung. Gut, die scheinen schon alle wegzuziehen. Ich bin gespannt, wenn da der zweite Zug ankommt, kommen sogar schon ein paar Züge. Wieso ist jetzt hier wieder kein Strom? Ja, komm jetzt. Hast du gerade das Gebäude despawnt oder was? Ja, sehr gut. Also, den noch anhängen. Und zwar machen wir das so, indem wir hier. Das sieht nicht gut aus. Das ist ein bisschen das Gefährliche am Zug.
Manchmal spockt da rum. Darum ist es da wichtig, dass man sich ein bisschen, vor allem wenn es Untergrund ist, ist es egal, dass man sich ein bisschen an die Game-Vorgaben haltet und nicht zu viel mit Move It oder so macht, weil das kann schlecht rauskommen. Aber mehr, wenn ich jetzt so eine Connection mache. So, das müsste auch angeschlossen sein. Und da sehen wir schon. Was macht er? Importing Goods. Ah, da geht jetzt, was passiert ist. Die kommen von hier mit dem Auto, das ist auch sehr gut, weil das erspart uns auch Autoverkehr. Die kommen mit dem Auto hier an. Das ist der nächste Cargobahnhof für sie. Sie laden hier ihre Waren aus, dann werden sie hier auf den Zug verfrachtet. Der Zug bringt sie hier rüber und von hier aus werden sie dann wieder ins Auto verladen und hier ins Stadtzentrum gebracht. Das ist schon mal gut zu sehen. Gut. Eben. Das müssen wir jetzt einfach ein bisschen beobachten. Ich hoffe, das wird sich legen. Aber wir haben heute doch schon einiges an unserer Infrastruktur geschafft. Und wir sehen hier, es kommen ganz viele Waren hier rein. Es scheint sich auch ein bisschen geleckt zu haben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Genau. Unser Abfallproblem hat sich nicht gelöst. Oder hat sich doch mehr oder weniger gelöst. Es sind einfach verdammt viele Abfallwagen unterwegs. Aber eigentlich ist es ja ein bisschen das Ziel. Also möglichst viel Verkehr soll von der Straße weg. Und wenn nur noch die Abfallwagen rumfahren, ist das ein gutes Zeichen, weil dann haben wir alle anderen Verkehr eliminiert. Ja, das ist jetzt ein bisschen das Problem, dass sie quasi C-Cutten hier rein und sich einander den Weg ab. Gut, also, wir werden weitermachen mit noch mehr Wohnungen, weil wir haben den Bedarf dafür. Ich glaube, ich will hier noch ein bisschen ausbauen. Wenn wir wieder schauen, dass wir nicht mehr Einbahnstrassen bauen und das sogar so machen. Das wird gehen. Dann hier noch ein bisschen Small Residential. So, und hier noch ein bisschen so und so. Bum, bum, bum. So, gut. Jetzt werden hier Leute einziehen. Und jetzt haben wir hier doch schon wieder ein bisschen Mühe. Was liegt das? Wieso willst du hier unbedingt über? Wo musst du hinfahren? Musst du auf dieser Spur sein, dass du da ankommst, wo du hin willst? Bin mir nicht ganz sicher, oder? Ich meine, du kannst auch auf dieser Spur da fahren. Einfach immer geradeaus. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, das ist etwas, was ich ehrlich gesagt nicht viel ausprobiert habe. Ich bin mir nicht sicher, ob 3 Lanes wirklich besser sind als 2. Nur weil es mehr sind, weiß ich nicht, ob es wirklich besser funktioniert. Und darum machen wir hier mal ein Experiment und dann alles auf 2 Lanes runter. Dann ist klar, die äußere will quasi raus und die innere bleibt innen. Dann spielen wir mal ein bisschen upspeeden. Ah, und jetzt stehen die hier wieder. Das ist natürlich nicht gut. Das wollen wir verhindern. Überall sonst scheinen sie zu fahren. Da ist kein Problem, da ist kein Problem, da stehen sie. Gut, wieder Zeit für ein bisschen Move It Magic. Mit der Hoffnung, dass es dann geht. Es sieht schon besser aus, aber noch nicht wirklich gut. Da haben wir jetzt halt, ja, da müssen wir wieder upgraden auf 2. Und da hat sich sehr schnell wieder Stau bildet. Das scheint doch noch nicht so oft zu funktionieren, wenn ich mir das vorstelle. Probieren es wieder mit 3 Lanes. Und das scheint besser zu funktionieren. Also die hier waren immer noch hier alle an der gleichen Stelle über. Und ich bin mir gar noch nicht sicher, ob es besser wird oder nicht. Jetzt halten wieder vereinzelte an. Und das scheint doch schon mal ein bisschen besser zu funktionieren. Also sie stehen nicht, es bewegt sich stetig. Das ist kein schlechtes Zeichen. Und eben, dass man mal so einen Stau hat, mit dem muss man rechnen. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass sie hier alle an der gleichen Stelle auf diese Spur wechseln. Oh. Und jetzt haben wir ein Problem. Weil wenn die hier stehen, können die nicht fahren, dann können die nicht fahren. Und dann backt es ab. Und jetzt ist nicht einmal das Problem, sondern es scheint die Kreuzung das Problem zu sein. Die Straße scheint sehr stark zu befahren sein. Ich frage mich, an was das liegt. Und jetzt hat es sich schon wieder gelöst. Zumindest in die Richtung. Und ihr seht hier, das wird rege benutzt. Es verschlimmert sich momentan nicht, es wird immer noch besser. Aber das ist etwas, was wir im Auge behalten. Vielleicht wird auch einfach ein grösserer Kreisel besser funktionieren. Gut, aber es wird schon mal nicht schlimmer, das ist okay. Jetzt sehen wir hier auch mal ein Schiff ankommen. Und tschüss, schon wieder weg. Dann kommen hier ganz viele Autos und da kommt der Schweizer Cargozug. Ist jetzt der gerade von hier rüber gefahren. Das ist typisch, das gibt es auch immer wieder. So, aber das scheint doch hier einigermaßen zu funktionieren. Das Problem scheint wirklich ein bisschen die Verbindung von hier rüber zu sein auch, weil die da ein bisschen backuppen. Aber wir warten jetzt mal, ob sich die Situation beruhigt. Gut, dann was wir mal ein bisschen anschauen, ist so grundsätzlich, wie so unser Status steht. Wir haben genug Strom, wir haben genug Wasser, der Abfall ist 10-mal gut.
Dann Schule sieht auch gut aus. Sind momentan sehr gut verteilt, das ist gut. Aber ich will mit der Universität eigentlich noch warten, bis wir sicher 10'000 haben. Das wird relativ bald passieren. Jo, so sieht das aus. Dann Happiness, Commercial ist nicht so happy. Ich nehme an, das wird sich jetzt ein bisschen angepasst haben, weil wir ihnen jetzt den Cargo-Service hier zur Verfügung gestellt haben. Ich hoffe, das kommt jetzt ein bisschen. Average Health ist nur 50%. Haben wir kein einziges Spital. Oh. Das ist nicht gut. Wir haben kein einziges Spital. Wir brauchen unbedingt ein Spital. Wo wollen wir ein Spital? Da wird sich noch anbieten. So ein bisschen mit Aussicht aufs Meer. Schauen, wie grün werden die Straßen. Nicht wahnsinnig. Ich verstand nicht, wieso es da so plötzlich aufhört. Ich meine, du kannst da durchfahren. Ist es, weil du so einen weiten Weg gezogen hast? Vielleicht wird das jetzt auch ein bisschen besser mit dem Lärm da durch das Spital. Aber die Situation da scheint sehr beruhigt zu sein. Wir haben viel Verkehr, aber wir haben sehr wenig Sachen, die stehen bleiben grundsätzlich. Da hat sich das jetzt gelöst, das ist gut. Da, die werden auch gebraucht, das ist auch gut. Hätte ich nicht gedacht. Da sieht immer noch alles gut aus. So, genau, weiter. Haben wir lösen. Happiness ist gut, das haben wir gemacht. Dann Levels. Sind schon fast alle auf dem höchsten Level, kann das sein? Und die auch. Die Industrie sind wir die meisten auf dem zweiten Level. Und bei den Offices ist das zweite oder das dritte? Das ist nicht das dritte Level, oder? Nein, das ist das zweite. Ja. Braucht er noch? Was ist das? Uni. Genau, ja klar, da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Education. Okay, 78%. Es ist immer so eine Zahl, was sich relativ viele Leute sind so, oh, meine Stadt hat 90% Verkehr. Ich finde das nicht so wichtig, mir ist wichtiger, dass es nicht zu weit sich hinterstaut. Und solange alles sich mehr oder weniger bewegt, bin ich zufrieden mit was auch immer da für eine Zahl steht. Das haben wir momentan. Klar kann es besser sein da, alles in allem bin ich happy und wir scheinen definitiv das wahre Problem zu gelöst haben. Momentan haben wir sehr wenig Probleme. Das Einzige, was ich jetzt sehe, ist da immer noch ein bisschen der Lärm, aber das ist auch so etwas, was ich mir finde, hey, du wohnst in einer Stadt, du hast dich entschieden, in einer Stadt zu wohnen. Da ist es halt einfach lärmig. Deal with it. Gut, dann, da brauchen wir noch mehr Feuerwehr. Wir brauchen definitiv noch mal eine Feuerwehr da. Machen wir gerade. Oh ja, das kommt dann auch irgendwann. Ein Feuerhelikopterdepot. Das ist zum Beispiel vielleicht auch noch etwas, was wir da hinten anzwängen können. Das will ich eigentlich auch nicht hier in den Suburbs haben. Wir könnten das mal hier. Da hat es einen Platz für so grosse Sachen. Wir lassen es mal, das ist noch nicht unbedingt etwas, was wir brauchen. Aber wir brauchen sicher noch mal eine Feuerwehr hier hinten. Ich glaube, das wäre eigentlich gar nicht so schlecht, wenn wir die hier an der Autobahn machen, damit das ein bisschen Schall dämmt. Ich weiß nicht, wie gut das etwas bringt. Was ich wahrscheinlich auch noch machen, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob ich das aufnehme oder ob ich das irgendwann nebendran mache. Mal ein bisschen noch mit Bäumen verzieren. Also das sieht auch so ein bisschen sehr kahl aus. Dann hier entlang der Straße sicher noch Bäume platzieren. Was mir auch noch wichtig ist, ist, dass wir den Fußgängern noch ein bisschen mehr Möglichkeiten geben, weil momentan, es sind so viele Fußgänger unterwegs. Die brauchen momentan auch alle noch die Zebrastreifen, was natürlich, das ist nicht zu unterschätzen, im Verkehr ein bisschen Mühe macht. Darum vielleicht Unterführungen oder Weg oben drüber. Das wird sicher irgendwann kommen. Und also, dass die vielleicht, die hier wohnen, hier hin, wenn nicht also wahrscheinlich ist der schnellste Weg momentan deutlich mit dem Auto, klar, Bus werden wir noch machen. Oder er läuft hier an, geht hier auf den Zug, geht hier runter und läuft dann von hier alles drauf. Das soll es irgendwie noch nicht so sein. Also wir werden da sicher noch Busverbindungen machen, aber wir auch werden müssen schauen, dass es nicht alles hier um den Hauptkreis herumgeht. Weil wenn wir das machen, werden wir relativ schnell ein Problem haben mit Bussen, wo die Straßen verstopfen. Das wollen wir natürlich auch nicht. Gut, dann wir sind stecken geblieben. Genau, bei den Criminals. Crime Rate ist ziemlich low, das ist gut. Dann Transport, wie gesagt, die Züge sind in Verwendung. Das sieht gut aus. Was noch nicht so funktioniert, ist alles andere. Also, Busse werden sicher noch kommen. Es wird noch eine Metro geben, wo das Netz ein bisschen dichtet. Aber da sind wir noch nicht so weit. Population, das ist gut. Und 1000 freie Jobs momentan. Darum auch hier High Demand für Leute. Genau, Import 1400, Export 56. Das ist immer etwas, wenn ich ein bisschen struggle damit, mit meiner Industrie. Das ist sehr oft einfach zu klein, um richtig exportieren. Das ist eine Mechanik, wo ich mega Mühe habe damit. Dann hier Bodenpreis, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Können wir sicher noch etwas dafür machen, denn das interessiert uns nicht groß. Da hat es sogar relativ viel. Was ist das? Ores oder Oils. Aber bin nicht groß Fan von so spezialisierten Industrien, ich weiß nicht wieso. Dann hier brauchen wir unbedingt noch ein paar Anlagen. Das können wir machen, weil da haben wir gerade Dings vorne da. Mein Lieblingspark, das ist der Hundepark.
Einfach weil er insane Stats hat. Da platzieren wir jetzt mal da. Dann sollte das schon ein bisschen offen gehen da. Genau, haben wir da hinten noch einen. So, gut, dann haben wir das ein bisschen gemacht. Dann haben wir Escape Routes, wir haben Dings übrigens ab, ja. Disasters, Tourismus, das scheint gut zu funktionieren. Many. Tours, wow. Also das Spiel schon lange nicht mehr gespielt. Da scheint es sehr high Appeal zu geben, wenn ich das richtig verstanden habe. Karte richtig lesen. Also da können wir uns tatsächlich überlegen, Touristentouren mal machen. Ah, dann Farming. Genau, das ist zum Beispiel etwas, also Industry Areas. Das ist zum Beispiel etwas, wo man gut Geld damit verdienen könnte, aber wo ich ein bisschen meine Hände davon habe, weil es nicht wahnsinnig gut funktioniert, nicht wahnsinnig gut verstanden. Dann Mail Service haben wir auch noch nicht. I guess, wir haben noch viele Sachen, die wir machen können. Das ist doch schon mal gut. So, jetzt wollen wir noch ein bisschen die City expanden, weil wir vor allem heute eigentlich noch das gemacht haben. Da haben wir noch ein bisschen expanded, aber nicht viel. Ja, ich glaube, wir machen hier noch mehr High Density, bis dann bald einmal mühsam wird, den Verkehr noch in Kontrolle zu haben. Also es kommt sicher noch ein bisschen High Density dazu, aber ich weiß nicht, ob ich das gerade hier will machen oder ob ich vielleicht eher hier mal ein bisschen etwas will machen. Ah genau, das haben wir noch connecten. Weißt du was, das machen wir jetzt noch ganz schnell. Cities ist so ein Spiel, wo man wahnsinnig gut kann sich etwas vornehmen und dann bei irgendetwas anderem hängen bleibt. Wie will ich das connecten hier? Das kann ich nicht unbedingt auflüpfen, weil dann ist das ein bisschen versaut hier. Was wir können machen ist... Also eventuell stellt sich die Frage, ob wir hier nochmal eine Autobahnausfahrt haben, dass wir die noch ein bisschen entlasten können. Hier aus eigentlich hier ins Stadtzentrum können feeden. Das wäre noch eine Option, die wir können vielleicht in der nächsten Episode machen. Mit dem im Kopf vielleicht. Wenn ich da einen Kreisel. Muss ich fast eigentlich, oder? Jetzt haben wir das schon mal angeschlossen. Dann bekommen die jetzt mal hier den Abfall abgeholt. Bekommen wir jetzt Polizeiservice. Und dann vielleicht in der nächsten Episode die wir hier das anhängen. So, jetzt funktioniert unsere Cargo schon so gut, dass wir Verlangen haben nach mehr Commercial Zones. Ich weiß aber noch nicht, ob ich das will machen. Ich glaube, wenn ich es will machen, dann eher hier. So vielleicht können wir da. Doch, machen wir das doch mal. Da noch ein bisschen kleine Commercial rein, damit die noch, weil ich habe das Gefühl, das ist momentan eher von da aus, wo der Need kommt. So, das funktioniert doch schon gut. Ich glaube, sobald wir 10.000 Einwohner haben, hören wir auf mit dieser Episode und freuen uns auf die nächste, wo wir mit einer ziemlich gesunden Stadt, so wie ich das momentan sehe, können anfangen. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es jetzt gerade verpasst. Noch drei, oh. Mit einer ziemlich gesunden Stadt können anfangen. 9999 haben wir gehabt. Mit einer ziemlich gesunden Stadt können anfangen. Es scheint momentan sehr wenig Probleme zu geben. Das funktioniert, der Verkehr läuft mehr oder weniger flüssig. Die Züge haben wir jetzt nicht groß angeschaut, aber das scheint gut zu sein. Trainline 3, da warten 200 Passagiere auf den Zug. Oh, das ist vielleicht auch nicht so gut, wie ich gedacht habe. Dann brauchen wir hier definitiv mindestens, ich mache mal 2, vielleicht ist das dann schon wieder ein bisschen zu viel. So, jetzt warten wir schon, bis da einer kommt. So. Okay, I guess. Guter Bonus, dass die da einfach da ankommen können. Was ist jetzt mit dem Zug? Der ist 350 von 240. Ha, kommt da noch gerade einer? Nein, der scheint zuerst zu kehren. In die Richtung haben sie nicht so viel. Ah, der hat jetzt 240 von 240. Ja. Jetzt scheint es schon ein bisschen besser, 200 dann. Ja. Das ist der Zug, der gerade ausfährt. Das heisst, da werden extrem viele Leute ein- und aussteigen. Das müssen jetzt so 240 Leute rauskommen. Das sind doch einige. Die verteilen sich da. Okay. In dem Fall, was wir noch ganz kurz machen ist, ich will die 10.000 jetzt gleich noch knacken. Und darum machen wir noch schnell so. Füllen hier noch schnell das da.
Dann müssten wir eigentlich relativ bald die 10'000 knacken. Und was wir auch schon mal machen, ist für unsere ein bisschen reichen Leute, wir tun erste Buslinie installieren. Und zwar haben wir hier, gerade vor dem Bahnhof eine Station, hier zum Zollifahrt, I guess. Und dann hier runter. Jetzt viele Leute in Cities machen nur Kreislinien. Ich bin ehrlich gesagt nicht so Fan von dem, weil das einfach bei uns in der Schweiz sieht man das nicht oft. Und da mache ich jetzt da hinten nochmal einen Stopp. Und der kehrt dann da, das sind relativ wenig Stationen. So, dann machen wir die mal pink. Okay, das 6 Vehicles schon. Hui. Geht aber schnell. Aber die Leute scheinen es zu brauchen. Das ist eine Linie. Bindet den Bahnhof mit dem Zoll ein. Und honestly, ich glaube, das lenkt mal für den Anfang. So, jetzt okay, kurz zurück. Schade, ich habe gedacht, wir hitten es jetzt sicher. Und ich weiß nicht, vielleicht haben wir es schon gehittet. Ich sehe es dann sicher beim Meditieren. Aber ja, wir lassen es heute bei dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Like und subscribe, wenn es so war, wenn es euch gefallen hat. Und ja, kommen wir doch das nächste Mal wieder. Schreibt mir doch in die Kommentare, wenn ihr das da findet. Ob das sehr, sehr ugly ist oder ob Funktionalität über Schönheit geht. Und was man da vielleicht noch verbessern könnte. Schreibt mir in die Kommentare, ob es euch grundsätzlich gefällt, ob es euch Spaß macht, mir zuzuschauen. Und kommen doch das nächste Mal wieder, wenn es wieder heisst, City Skylines mit dem Pablo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss.